so gut. Guten Morgen miteinander. Hey, schaut mal schnell um, wie schön, so einen gefüllten Gottesdienstraum zu haben. Wir platzen ein bisschen aus allen Nähten. Das ist mega schön. Die mich nicht kennen, ich bin Lydia Siegenthaler, bin Teil des Leitungsteams, bin verheiratet, habe 3 Teenager, mega Fan von Family, mega Fan von der Vineyard Olten, von der Art, wie wir zusammen unterwegs sind. Und ich wollte eigentlich mit einer Frage starten. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt schon ein taffer Einstieg. Wir können ja mal schauen, ob sich jemand getraut, sich zu melden. Meine Frage wäre gewesen, wer hat heute schon gelogen? Okay, wir machen das anders. Wer mag sich erinnern an das erste Mal in seinem Leben, wo er gelogen hat? Hä? Oder das erste Mal, wo er es bewusst wahrgenommen hat? Hey, ich weiss es noch. Ich kann dir sogar genau sagen, wo ich gestanden bin und wie es ausgesehen hat dort. Und zwar, ich muss ganz klein sein, ich durfte nämlich noch nicht alleine mit der Schere schneiden. Und habe dringend etwas ausschneiden. Und ich weiss irgendwie, ich weiss nicht, wie ich dazu gekommen bin, bin ich irgendwann vor meiner Mutter gestanden, die Schere hinter dem Rücken, und habe gesagt, darf ich die Schere holen? Und dann hat sie gesagt, hast du sie nicht schon? Ich, nein. Tatsächlich bin ich ertappt worden. Und ich musste die Schere abgeben, nachher nichts schneiden. Das war recht dumm, ich hätte zuerst schneiden. Aber so, ich bin dann eben gleich so brav gewesen, dass ich noch gefragt wieso weiss ich das noch so genau? Weil ich jetzt erst mal etwas gefühlt habe, das ich nachher noch ganz viel Mal fühlen werde und wo ein Gefühl ist, das mir irgendwann recht vertraut worden ist. So eine Mischung zwischen Angst, Verwirrung, Wut, ein Gefühl von, ich bin bloßgestellt worden. Es ist das erste Mal, dass ich bewusst Scham erlebt habe. Ich habe mich geschämt. Es war so peinlich, so ertappt zu werden. Und weil das so tief innen ist, weiss ich das heute noch. Ich weiss nichts mehr von dieser Wohnung sonst, aber die Türe, die in die Küche geht. Und es ist nicht leider, das wäre schön, das letzte Mal, als ich das gefühlt habe. Es war das erste Mal von vielen, vielen Malen. Und Scham ist doch ein Gefühl, das kennen wir alle. Ich bin ganz sicher nicht die Einzige da drin. Brené Brown, eine Wissenschaftlerin aus Amerika, die zu Verletzlichkeit, Scham und Verbundenheit forscht, sagt, Scham ist eine Full Contact Emotion. Ein Gefühl mit vollem Körperkontakt und Körpereinsatz. Andere Gefühle sind einfach ein bisschen im Herz oder ein bisschen im Bauch. Wenn ich mich schäme, dann komme ich ganz einen komischen Bauch über. Dann wird mir schlecht. Dann fangen meine Finger an zu kribbeln. Und dann werde ich ganz schwach und wahrscheinlich werde ich jetzt dann gerade ohnmächtig. Oder Scham macht sich irgendwie am Körpergefühl fest. Scham geht nicht nur tief rein, sondern nimmt ganz Besitz von uns. Und Scham hat es so an sich, dass es unser grosses Hirn, das, was rational und logisch denken kann, komplett lahmlegt. Und wir fallen gerade in Flucht oder in Kampfmodus. Wir sehen wie nur noch 2 Optionen. Entweder ziehen wir uns zurück und verstecken uns, oder wir gehen voll auf Angriff. Beides ist nicht sehr rational, beides ist nicht sehr logisch, aber es fühlt sich in dem Moment ganz logisch an. Scham ist aus meiner Sicht das unangenehmste Gefühl, das ich je erlebt habe. Das unangenehmste Gefühl, das es gibt. Da bin ich lieber 7-mal verliebt an einem Tag. Verliebt ist eben auch nicht so lustig, mir ist immer so schlecht geworden. Ich musste immer erbrechen, bevor ich Edwin getroffen habe. Das ist auch nicht lustig. Also, es ist dann besser geworden im Falle mit der Zeit. Also, verliebt sein, so ganz frisch, finde ich auch nicht so lustig. Das ist wirklich wahr, es war nicht einfach für den Gag. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo Scham allgegenwärtig ist. Unsere Gesellschaft hat Scham zu einem Werkzeug gemacht. Unsere Gesellschaft braucht Scham, um Wert und Ideen zu streuen und um alle Gegner mundtot zu machen. Scham funktioniert unglaublich gut, wenn man will, dass jemand sich zurückzieht und nichts mehr sagt. Wenn jemand etwas Peinliches erlebt, es geht keine 30 Sekunden und irgendjemand hat das Handy draussen und filmt. Und 2 Minuten später ist es im Internet und hat 300 Likes. Weil es nichts Besseres gibt, als über jemand anderen zu lachen, wenn es einem nicht selber trifft. Eine Journalistin macht einen Fehler, braucht ein falsches Wort in einem
Schwieriger Kontext. Und obwohl sie sich entschuldigt, geht es in einen Shitstorm unter, wo sie beschämt. Man geht plötzlich nicht mehr nur auf die Sache, sondern man redet über ihr Aussehen und ihre Vergangenheit und die findet ja sowieso keinen Mann. Schauen Sie mal an. Es geht darum, jemanden zu beschämen, dass er ruhig ist. Ein Kind, das in der Schulklasse nichts sagt, weil in dem Moment, wo es etwas Dummes sagt, aus seiner Sicht lachen alle anderen. Beschämen funktioniert unglaublich gut, um Menschen mundtot zu machen. Wir leben in der Schweiz zum Glück nicht in einer Schamkultur wie in Asien oder in gewissen islamischen Ländern, wo das Gesicht verlieren etwas vom Schlimmsten ist, was einem passieren kann. Da sind wir schon noch weiter weg. Aber unsere Gesellschaft hat durchaus Elemente übernommen von dieser Schamkultur. Und ich behaupte, dass Scham eines der grössten Hindernisse ist in unserer Kultur für das Zusammen mit Jesus. Wir wollen als Gemeinde, als Christen unterwegs sein, miteinander mit Jesus. Und in unserer Kultur gibt es etwas, das dem so konträr dagegen hebt. Weil Scham macht, dass wir uns zurückziehen. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo Scham überall präsent ist. Das Problem ist, wenn Menschen sich schämen, dann zeigen sie sich nicht, wie sie wirklich sind. Wenn jemand sich nicht zeigt, wie er wirklich ist, kann ich ihn auch nicht gerne haben, wie er wirklich ist. Dann fühlt er sich auch nicht angenommen, wie er wirklich ist. Und kann nicht erleben, dass Jesus ihn liebt, wie er wirklich ist. Darum ist es so wichtig und darum ist die Predigt heute für mich so ein Herzensthema. Wir müssen Scham in uns und um uns den Kampf ansagen. Und wirklich einfach ohne irgendwelche... Wir müssen es einfach aus unserem Leben schmeißen und aus unserer Gesellschaft. Scham hat nichts verloren, wenn das Reich Gottes kommt. Und ich werde mit euch ein bisschen tiefer in das eintauchen, damit wir wissen, gegen wen das wir kämpfen und wie wir das machen. Scham hat eine Jahrhundert, Jahrtausend alte Geschichte. Sie ist fast so alt wie die Menschheit. Aber nicht ganz. Im 1. Mose 2, Vers 25 steht, dass der Adam und seine Frau beide nackt sind. Und dann steht, aber sie schämten sich nicht. Das ist noch lustig, weil es ist ganz am Anfang der Bibel. Keiner denkt an Scham. Und dort steht aber, sie haben sich nicht geschämt. Und das steht aus einem ganz bestimmten Grund dort, weil dann passiert etwas, das, was man so schön als Sündenfall kennt, und das komplette Gegenteil tritt ein. Im 1. Mose 3, Vers 7 bis 10 steht, in diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam: Adam, wo bist du? Dieser antwortete: Als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Auch wenn da nicht steht, er schämte sich. Das ist Scham. Ich verstecke mich, ich ziehe mich zurück. Das Nicht-Einhalten vom Gebot von Gott hat nicht nur Sünde in die Welt gebracht, sondern auch Scham. Es ist ja spannend. Es steht nicht, ich habe mich versteckt, weil ich gesündigt habe und die Frucht gegessen habe. Es steht nicht, ich habe Angst, weil ich nicht gemacht habe, was du gesagt hast. Sondern ich habe Angst, weil ich nackt bin. Gott hat kein Problem, es war nie ein Problem. Wieso sollte etwas, das vorher nie ein Problem war, plötzlich ein Problem sein? Sünde trennt uns von Gott, das stimmt. Aber Scham bewirkt, dass wir vor ihm davonrennen, dass wir uns verstecken, dass wir ihm nicht mehr in die Augen schauen und uns Gegenüber nicht mehr. Der Adam sagt, ich bin nackt, nicht ich habe gesündigt. Scham trifft uns mitten in dem, wo wir sind. Scham sagt, ich bin falsch. Sünde sagt, ich habe etwas falsch gemacht. Scham sagt, ich bin falsch. Und das ist der grosse Unterschied. Und darum geht Scham so tief, tief rein, weil es mitten in unsere Identität hineinkommt. Die Definition von Scham ist das intensive, schmerzhafte Gefühl oder Erleben, wenn wir glauben, wir sind fehlerhaft und darum unwürdig akzeptiert zu werden und dazu zu gehören. Scham ist das Gefühl von kompletter Entblößung und es langt nicht.
Und unsere Reaktion darauf ist, wir verstecken uns. Bei ganz kleinen Kindern kann man es merken, wenn sie das Gefühl haben, sie haben etwas Dummes gemacht, dann gehen sie sich verstecken. Sie entdecken über den Kopf, in der Hoffnung, dass man sie nicht sieht. Und lustig ist, das Wort Scham kommt tatsächlich vom Wort zudecken im Altgermanischen. Sich zudecken, sich verstecken. Weil Scham sagt, du bist falsch. Und Scham geht so tief, dass sie uns in unserem Innersten bedroht. Scham hockt auf unsere Identität und macht alles schlecht, wo wir sind. Scham sagt, bei allem, was du vorher das Gefühl hast, ist eigentlich nicht so schlecht. Dort bist du falsch. Und das ist falsch. Und da bist du zu wenig genügend. Und da hast du versagt. Und sie dreht alles um in uns rein. Sie stellt alles in Frage und sie sagt uns und lügt uns auch in dem, als sagt, dein Umfeld sieht das übrigens alles auch. Ich sage dir nur, was die Menschen um dich herum schon lange wissen. Die wissen schon, dass du es nicht kannst, dass du es nicht im Griff hast, dass du wenig hübsch bist, dass dich niemand wirklich gern hat, dass du das Leben sowieso nicht in den Griff bekommst. Und darum ist unsere Reaktion, wir ziehen uns zurück. Das ist übrigens der Grund, Klammern kurz, wieso das Missbrauch immer mit Scham einhergeht. Weil der Täter genau weiss, wenn ich das Opfer dazu bringe, sich zu schämen und meine, es ist fehlerhaft, wird es mit niemandem darüber reden. Weil Scham macht, dass wir uns verstecken. Wer sich schämt, fühlt sich seiner Identität bedroht und zieht sich zurück. Was ja logisch und nachvollziehbar ist. Das Problem ist einfach, wir werden immer einsamer. Und man traut sich nicht mehr eine echte Beziehung eingehen. Man traut sich nicht mehr, sich zu zeigen. Man hält sich unter Verschluss, weil man das Gefühl hat, man ist defekt, fehlerhaft, unwürdig. Und man hat das Gefühl, alle anderen sind das nicht. Das ist ja noch lustig, nur ich bin's. Und die Dynamik wird dort stärker, wo Identität keine feste Grösse mehr ist. Wir leben in einer Zeit der Identitätsverwirrung. Keiner weiss mehr, wer er ist. Obwohl wir viele gute Namen und Ideen haben für Identitäten, sind wir immer auf der Suche. Die Frage, wer bist du, ist mega schwierig geworden zu beantworten für ganz viele Menschen. Und es macht es nicht einfacher, dass Medien, Serien, die Social Media Apps uns in einer ohrenbetäubenden Lautstärke zurufen, wie wir sein müssen. Wir müssen hübsch sein, wir müssen gesund sein, wir müssen humorvoll sein, wir müssen erfolgreich sein, wir müssen gescheit sein, wir müssen schlagfertig sein, wir müssen sexuell aktiv sein, wir müssen bis ins höhere Alter attraktiv bleiben. Wir dürfen nicht zu tief mit Menschen unterwegs sein, nicht unangenehm werden für Menschen, wir sollten gut im Smalltalk sein, wir sollten umweltbewusst sein. Wir sollten aber auch nicht so umweltbewusst sein, dass wir anderen auf die Nerven gehen. Wir sollten mit unserem Geld grosszügig sein, aber immer so viel behalten, dass wir noch gut investieren können, weil wir müssen ja auch gut für uns schauen. Wir sollten die Welt kennen, möglichst ohne zu fliegen. Wir sollten unser Leben im Griff haben, ohne dass wir allen anderen das Gefühl geben, sie seien nicht so gut. Wir sollten das Haus offen haben, aber gleich immer aufgeräumt haben. Es sollte immer sauber bei uns sein, aber jeder sollte die Schuhe abhalten, wenn er kommt. Und so weiter. Und um dieser ganzen Verwirrung Herr werden, wie all dem, was wir sollten, machen wir immer noch mehr Boxen und Schubladen, wo wir Leute reinstecken. Weil wir das Gefühl haben, das bringt ein bisschen Ordnung rein. Dann weiss man, wer man ist. Also, der hat halt nicht immer so aufgeräumt. Ja, ist ja logisch. Er ist ja auch ein Chaot. Wir machen Boxen und Schubladen, wo wir uns reintun und andere. Und wir reden von Reichen und Armen, von Randständigen, von Rentnern, von Talahuns, von Männern, von Evangelikalen und Ausländern. Wir reden von queeren Personen und schwulen Leuten. Wir reden von politisch Linken, politisch Rechten, von Feministinnen und Maskulinisten, habe ich gelesen, gibt es auch. Und versuchen, die Leute dort reinzutun. Das Problem ist, die Boxen sind so eng, dass niemand wirklich Platz hat drin. Da sind so viele Anforderungen damit verbunden. Und Erwartungen, dass es genau zu dem führt, dass die Leute wieder das Gefühl haben, sie genügen nicht. Weil, wenn du in dieser Box hinein bist und du machst etwas falsch, wirst du gerade rausgerührt. Brené Brown hat gesagt, es war noch nie so unmöglich gewesen, dazu zu gehören. Und gleichzeitig war es nie wichtiger gewesen, dazu zu gehören. Weil unsere Identität davon abhängt, dass wir zu einer Gruppe dazugehören. Wenn Identität so fragil ist und immer neu gesucht werden, wenn Identität mit ganz viel Unsicherheit verknüpft ist,
dann hat Scham ein unglaublich leichtes Spiel. Wenn wir nicht wissen, wer wir sind, hören wir auf jede Stimme, die uns sagt, wer wir sind. Und so sind wir schon eine Gesellschaft geworden von Individuen, die sich nicht mehr wirklich zeigt, die sich nicht mehr wirklich kennt und verpassen die Gelegenheit, gekannt und erkannt zu werden. Wir verpassen den Moment, wo wir uns einander zeigen und merken, der hat mich gern, der nimmt mich an, obwohl ich fehlerhaft bin. Wir verpassen ganz viel Schönheit, wir verpassen ganz viel Individualität, wir verpassen ganz viel Unperfektheit. Und ich glaube, das ist der Untergang für jede Gemeinschaft, für jede Gesellschaft. Und wir als Kultur steuern genau dort hin. Es ist noch spannend. Das latinische Wort Kultus, wo unsere Kultur herkommt, heisst eigentlich Gottesverehrung. Eine Kultur ist das, was entsteht um den Gott herum, den man verehrt. Das, was uns das Heiligste ist, bestimmt Form und Inhalt von unserem Miteinander. Und wer unsere Kultur anschaut, findet relativ schnell heraus, welchen Gott wir anbeten. Es gibt vielleicht verschiedene, vielleicht haben wir noch kleine Götter. Aber ich würde sagen, der grosse Gott heisst Selbstverwirklichung und Konsum. Die Medien sagen uns, wie du musst sein, wenn du wirklich du selber bist, und dann verkaufen sie dir das teuer. Und wir sind so blöd und gehen darauf rein. Die Amerikaner geben in einem ganzen Leben, der einzelne Amerikaner, mehr Geld für Schönheit aus als für Bildung. Ich glaube nicht, dass es bei uns unbedingt so viel anders ist. Das Konto zeigt übrigens sehr gut, wer das dein Gott ist und für was dass du dein Geld ausgibst. Es geht in der Schweiz, in den Leuten um mich herum, in dieser Welt, in der wir leben, um mich, nochmal um mich. Und wenn ich dann irgendwann finde, jetzt geht es einigermaßen, kann ich mal noch schauen, ob du auch ein Bedürfnis hast. Schau zuerst zu dir. Schau, dass du einen Job hast, der dich glücklich macht. Aber, und das ist ja so schön, es gibt auch eine andere Art zum Leben. Jesus ist gekommen, um zu sagen, hey, ich zeige euch jetzt, wie wir auch leben können. Ich lebe ein anderes Reich, eine andere Kultur. Jesus ist gekommen und hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten da, oder es ist näher gekommen. Und im Reich von Gott ist es ganz eine andere Kultur, wenn wir ganz einen anderen Gott anbeten. Der Gott, den wir anbeten, hat nicht gesagt, es geht nur um mich. Der Gott, den wir anbeten, hat sich völlig hineingegeben. Der Gott, den wir anbeten, liebt und gibt alles immer wieder. Und die Reich Gottes Kultur stellt amigs ein bisschen alles auf den Kopf. Und alles ist ein bisschen anders wie in dieser Welt. In der Reich Gottes Kultur kennt man keine Schubladen. Wer das Leben von Jesus anschaut, sieht, er hat nie Menschen in Schubladen gesteckt. Bei ihm am Tisch sind Prostituierte gesessen, Pharisäer, Zöllner, Fischer, Frauen, Männer. Er hat Leute geheilt, unabhängig von ihrem sozialen Stand. Wenn man schaut, was die Christen nachher gemacht haben, was nachdem Jesus wieder verstanden ist, es hat weder Christen, es hat nicht Juden, noch Griechen, noch Männer, noch Frauen, noch Sklaven, noch irgendetwas. Galater 3,18 steht das so schön. In Jesus sind alle gleich. Bei Jesus gibt es keine Schubladen. Und wenn wir Jesus nachlaufen, hat der René so schön gesagt letztes Mal, wir teilen die Menschen nicht in Gruppen ein. Auch wenn es manchmal so schön wäre. Aber das Reich Gottes macht das nicht. Das Reich Gottes kennt auch keine Scham. Jesus hat nie Menschen beschämt. Er hat über Sünden geredet. Aber er hat nie gesagt, jetzt bleibe ich ein bisschen stehen und warte ein bisschen, so dich richtig schlecht fühlst. Und dann, wenn ich es finde, jetzt schämst du dich genug, dann vergebe ich dir deine Schuld. Die Leute sind gekommen, Sünde ist offensichtlich geworden und peng ist die Vergebung von Jesus hineingekommen. Scham ist kein Teil vom Reich von Gott. In dem Psalm, es gibt ganz viele Verse, aber im Psalm 25,3 sagt, auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden. Wer auf Gott vertraut, muss sich nicht schämen. Oder Psalm 119,6, dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich beachte alle deine Gebote. Wenn ich in deinem Volk mitlaufe, es hat Stellen, wo Gott zu seinem Volk sagt, ich will dafür sorgen, dass ihr euch nie mehr schämen müsst. Wir sind Teil von seinem Volk.
Der Mensch ist nicht für Scham gemacht. Und einfach schnell Klammern auf. Studien zeigen, dass das wirklich stimmt. Scham ist nie positiv. Früher war das so gewesen, manchmal ist der Kopf noch drin, aber man muss sich doch schämen, dass man sich verändern kann. Das stimmt im Fall nicht. Scham ist nur destruktiv. Weil Scham führt dazu, dass man sich nicht zeigt. Wenn du jemanden beschämst, vielleicht ändert er sein Verhalten. Die Chance ist grösser, dass er dich nachher anlügt. Dass er sich versteckt, dass er so tut, als ob. Scham ist nie etwas Gutes. Darum ist es nichts, was Jesus braucht. Jesus führt nie über Scham, weil Scham den ganzen Prozess blockiert. Jesus will nie abwarten mit Vergebung, weil es uns gerade gut tut. Jesus ist immer unglaublich schnell. Wenn etwas zwischen dir und Jesus steht, ist es nie von seiner Seite aus. Du hast immer die Chance, zu ihm zu kommen, Vergebung holen und dann ist es wieder gut. Aber Scham sagt dir, du bist zu wenig gut. Jesus will dich gar nicht mehr sehen. Du hast wirklich das Gefühl, du hast Vergebung verdient. Wegen dem. Hey, darum, wir müssen die Scham loswerden. Und was heisst das jetzt konkret? Ist ja schön gut gesagt, oder? Da können wir noch beten und hoffen, es ist nachher weg. So ganz einfach funktioniert es nicht. Aber es ist nicht so schwierig. Ich habe ein paar Fakten mitgebracht, die man wissen muss. Scham ist darum so kraftvoll, weil wir glauben, wir sind die Einzigen. Ich höre fast jede Geschichte, die ich von Menschen von euch höre, über Sachen, die sie sich schämen aus seiner Vergangenheit, habe ich schon mal gehört von jemandem, der da drin sitzt. Ich kenne von allen schwierigen Sachen mindestens 2 oder 3 Leute, die das Gleiche erlebt haben. Aber Scham sagt dir, du bist allein. Alle anderen haben das Leben im Griff, nur du nicht. Das stimmt im Fall nicht, aber Scham kann unglaublich gut lügen. Scham dreht sich immer um die Angst, nicht mehr verbunden zu sein. Darum lügen wir, darum verstecken wir uns, weil wir Angst haben, die Nähe zu verlieren, weil wir Angst um die Verbundenheit haben. Scham bedeutet, dass wir glauben, wir wissen, was andere über uns denken. Und Scham wächst im Dunkeln exponentiell. Wenn Scham, das ist wie so eine Petrischale mit irgendwelchen Käfern drin. Ich bin keine Laborantin, man merkt es. Und wenn das im Dunkeln ist, und kaum kommt Licht drauf hin. Es ist wie so die riesen Aufblassteiler auf dem Meer. Das sieht gewaltig gross aus, aber wenn du ein Nödeli rein tust, macht und weg ist es und klein ist es. So ist Scham. Aber es muss als Licht, damit es gelöst werden kann. Weil die Lösung ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Der Schlüssel ist, das ist ja lustig, kommt nichts mehr. Das ist ein bisschen traurig. Also, jetzt mir nur die halbe PowerPoint aufgeladen. Ja, nun, ist gleich, ihr müsst es euch halt aufschreiben, könnt es nicht fotografieren. Der Schlüssel ist, Scham entsteht in Beziehung mit anderen. Darum muss es auch gelöst werden in Beziehung mit anderen. Du kannst dich der Scham nicht alleine stellen, weil sie ist entstanden in Gemeinschaft und sie muss zusammen gelöst werden. Scham wird dort geheilt, wo wir uns zeigen, wo wir erleben, dass Menschen uns auf Augenhöhe begegnen, voller Liebe und Anteilnahme und ohne dich zu verurteilen. Dort wird Scham geheilt, weil Scham, was Licht kommt, ist plötzlich kein bisschen Gefürchtung mehr. Einfach eine riesige Klappe und sonst nichts. Es besteht vor allem aus heißer Luft. Hey, und wie beseitigen wir das jetzt? Ganz einfach, zusammen mit Jesus. Wenn es dich persönlich betrifft, wenn du Orte in deinem Leben hast, wo du niemandem zeigst, dann möchte ich dir heute zurufen, hab Mut. Zeig dich, red mit jemandem. Nicht irgendjemand. Such dir jemanden, wo du das Vertrauen hast, dass der voller Liebe und Annahme und ohne dich zu verurteilen kann zuhören. Wir haben in der Vineyard Seelsorger. Wir sagen, das neue Wort wäre Lebensberater. Leute, die ausgebildet sind, um genau das zu machen. Wenn du niemanden in deinem Umfeld hast. Noch schöner ist es, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast. Du kannst sagen, hey, ich muss dir etwas erzählen, hast du mal Zeit. Und dann erzähl es. Und dann schau, wie die Person reagiert. Und dann nimm das an, was sie dir sagt. Weil das ist das, was Gott eigentlich dir möchte sagen. Du hörst es nur nicht mehr, weil die Scham auf deinem Ohr hockt. Wenn du mithelfen willst, dass Menschen in deinem Umfeld bei dir ihre Scham loswerden können, dann sieg wie Jesus für diese Menschen.
Schaff du ein Umfeld, wo sie geliebt werden, wo sie gesehen werden und wo sie nicht verurteilt werden. Es fällt nicht allen von uns gleich einfach, ich weiss. Aber wenn wir über Leute urteilen, und wenn es nur innerlich ist, die merken das im Fallen. Also wenn jemand dir etwas erzählt und du denkst, Mann, bist du dumm. Ja, Gott hat dich trotzdem gern. Das merkt man. Und wenn du merkst, du bist schnell mit Leuten verurteilen, dann ist heute meine Einladung, hol dir Vergebung ab bei Gott und fragen, ob er dir hilft, das loszuwerden. Jesus hat sehr harsche Worte für Menschen, die über andere urteilen. Du darfst es selber mal nachlesen. Im Internet urteilen über andere Bibelstellen. Der findet es. Und dann sag Jesus für die Menschen um dich herum. Sprich ihnen zu, was Gott über sie sagt, was Gott über sie denkt. Sprich ihnen Vergebung zu, die nötig ist. Scham ist nicht immer mit Schuld verbunden. Manchmal ist Scham etwas, das einem angetan worden ist. Dann braucht man keine Vergebung, dann braucht man einfach zu hören, was Gott über dich sagt und denkt. Sag Jesus für die Menschen so lange, bis sie ihn wieder selber hören. Und wenn du ein sicheres Umfeld schaffen willst, red ehrlich von deinen Geschichten. Erzähl von den Orten, wo du Scham erlebt hast. Bist ehrlich mit deiner Unperfektheit. Bist schnell in sich entschuldigen. Hab einen guten Umgang mit deiner Scham, weil je sicherer du im Umgang bist mit deiner Scham, desto ein sichereren Ort bist du für andere. Zu dir kommt niemand, wenn du sagst, Scham kenne ich nicht. Geht mir nicht. Aber du darfst gerne zu mir kommen und erzählen, dann nachher können wir das lösen zusammen. Scham funktioniert dann, wenn die Leute merken, du kennst es. Aber du hast einen Ort gefunden, wo du es deponieren kannst. Je besser du gelernt hast, mit Scham umzugehen, desto sicherer bist du im Umgang mit der Scham von anderen. Wenn es um dich geht, wenn es um andere geht, wenn es um Gesellschaft geht. Wir leben in einer Gesellschaft, wo das wirklich ein bisschen Kultur ist, andere zu beschämen. Und meine Bitte an euch heute Morgen ist, nehmt das persönlich. Es ist nämlich persönlich, wenn andere beschämt werden. Es geht um mehr als nur das zwischen diesen zwei. Ein Rabbi im 16. Jahrhundert hat etwas unglaublich Gutes gesagt, das auf der Folie wäre, wenn ich die Folie hätte. Und zwar hat er gesagt, eine öffentliche Beleidigung ist die Entheiligung der Ebenbildlichkeit Gottes, nach der ein jeglicher Mensch geschaffen ist. Darum ist die Kränkung eines einzelnen Menschen eine Herabwürdigung der ganzen Menschheit. Wenn wir miterleben, wie Menschen beschämt, gekränkt werden, klein gemacht werden, dürfen wir nicht still bleiben. Dann müssen wir etwas sagen. Das heisst, dass wir gewisse Fernsehsachen nicht schauen. Es hat auch Hochkonjunktur. Man schaut im Fernsehen, wie andere beschämt werden. Das schauen wir nicht. Und wenn wir andere sehen, die es schauen, sagen wir, finden das eine gute Idee. Weil eigentlich macht es ja den Menschen klein. Wir entheiligen die Ebenbildlichkeit Gottes. Und wenn wir nichts machen, machen wir uns mitschuldig. Darum lasst uns die Sachen persönlich nehmen, weil es ist persönlich. Hey, und mein letzter Punkt. Wir sind nicht nur Opfer, wir sind auch Täter. Wir beschämen auch andere mit unserem Verhalten, mit unseren Worten. Manchmal absichtlich, manchmal unabsichtlich. Aber wir müssen zu Menschen werden, die so sicher ist, bei ihnen einen Fehler zu machen, dass sie nicht durch uns beschämt werden. Und das darf passieren, dann kann man um Vergebung bitten. Aber frag dich einmal, bin ich ein Mensch, der andere beschämt? Oder bin ich ein Mensch, der andere ermutigt und aufbaut? Und wenn du nicht sicher bist, frag deinen Partner oder deine Kinder oder deine Freunde. Die wissen es. Hey, und Jesus kann das mega gut. Und wenn du jemand bist, der sagt, hey, ich kann das nicht, ich bin so aufgewachsen, ich weiß gar nicht, wie ich meine Kinder sonst erziehen müsste oder wie ich mit meiner Partnerin oder meinem Partner, wie ich reagieren soll, dann geh zu Jesus und frage, wie hast du das gemacht? Er hat den Zachäus nicht beschämt, obwohl er ist auf dem Baum oben gehockt, weil er sich versteckt hat. Und Jesus hat nur gesagt, ich komme zu dir essen. Er hat die Ehebrecherin nicht beschämt. Er hat die blutflüssige Frau nicht beschämt. Jesus kann das unglaublich gut. Und wenn du merkst, es fällt dir schwer, geh zu ihm, sag ihm, es tut mir leid, sag es jemand anderem, es ist ein guter Ort, um das zu lernen, lass dir Vergebung zusprechen und dann übt das immer wieder. Stellt euch vor, unser ganzes Leben wäre ein Ort, wo Menschen sich sicher fühlen, um sich zu zeigen. Wo in dem Moment, ohne dass man viel von Jesus sagt, schon erleben, wie die Liebe von Jesus sie einfach umhüllt und auffüllt. Der René hat letzte Woche gesagt,
ein Ziel wäre, dass die ganze Welt von dieser Liebe vom Vater zum Sohn erfüllt ist und alles das grosse Liebeskavum widerspiegelt. Hey, stellt euch vor, wenn wir alle so Ort sind und so Ort schaffen, wie anders die Welt aussieht. Und für das muss man überhaupt nichts können. Man muss nur Menschen gerne haben, ihnen auf Augenhöhe begegnen und sie nicht verurteilen. So, jetzt bräuchte ich ein bisschen Musik davor. Ich würde gerne, Didi, bist du noch jemand? Du bist, ja klar. Ich habe volles Verständnis, wenn er bei seiner süßen Tochter sitzt. Ich würde gerne mit euch einen Moment haben, wo wir einfach Gott einladen, in all die Bereiche von unserem Leben hineinzuschauen und uns sagen, was er möchte. Ich glaube, Gott hat Geschenke parat. Entweder ist es seine Sicht auf dein Leben, auf deine Scham. Einfach mal das, was er sagt, seine Wahrheit. Vielleicht ist es das, was du heute Morgen brauchst, ist Mut, mit jemandem darüber zu reden. Dann geh zu Gott und sag, ich hätte gerne Mut. Vielleicht ist das, was du brauchst, Vergebung, weil du merkst, ich gehöre zu denen, die andere beschämen. Oder ich habe gerade jemanden beschämt. Dann hol dir die Vergebung ab. Sünde ist nie ein Problem. Man muss einfach am richtigen Ort damit hin. Vielleicht brauchst du Weisheit, weil du gar nicht weisst, wie du erziehen kannst. Oder mit Freunden umgehen, ohne sie zu beschämen. Und wir fragen Gott, was er euch geben möchte heute. Ihr seid mit ihm im Gespräch und wir werden noch das Lied Ruach singen, dann, weil der Heilige Geist der ist, der das unglaublich gut kann, all diese Sachen mitbringen. Die mögen, steht doch auf mit mir und dann reden wir mit Gott und hören auf ihn. Ich glaube, das heute hat das Potenzial von einer Revolution. In einzelnen Leben glaube ich ganz, ganz fest, aber ich glaube, das hat eine Aussenwirkung, wenn wir so leben. Und ich will das ernst nehmen. Ich glaube, Gott ruft uns, um wirklich die Kultur von seinem Reich zu leben. Dass Menschen sehen, es gibt eine andere Art, Mensch zu sein. Weil sie glauben, so wie sie es kennen, das ist es. Ich tue noch beten zuerst und zum nachher singen wir dann. Jesus, ich bin so froh, hast du uns ein Vorbild gegeben. Und wir müssen nicht einfach nur einem Buch nachlaufen, sondern können wir einem Menschen nachlaufen. Und du hast es so gut gemacht. Und ich bin so froh, ist Scham in deinem Reich kein Thema. Und so bitte ich dich, dass du, Heiliger Geist, kommst und dass du uns hilfst. All den Orten, wo wir einfach deine Gnade brauchen, um unsere Scham abschütteln, zum Mut fassen, um einander auf Augenhöhe begegnen. Ich bitte dich, dass du uns vergisst, Jesus, dort, wo wir urteilen über andere. Wir sind manchmal so schnell dran, so schnell dabei, über andere zu urteilen. Bitte vergib uns. Bitte dich, dass du uns vergisst, wenn wir andere beschämt haben. Und bitte dich, Heiliger Geist, du kommst mit ganz viel Weisheit, wie dass das andere Leben kann möglich sein kann. Ja, wir machen es so, während wir Ruach singen. Wir machen das zusammen. Und ich will das Ministry und das Leitungsteam führen. Und wenn du das Gefühl hast, das, was ich jetzt gehört habe, das muss ich festmachen, dann komm doch schnell führen, dass wir für dich beten. Dass wir das zusammen machen können. Was auch immer das ist von diesen Sachen. Wenn du dich angesprochen gefühlt hast, lass uns zusammen von Gott festmachen.